Im letzten Jahr, das private Joest-Porsche-Team, mit diesem Auto die Wertung gewann, hat Porsche dieses Auto Joest geschenkt. So, und in diesem Jahr ist Joest erneut angetreten, Reinhold Joest, der alte Fuchs, mit diesem Auto. Die Porsche GT1 lagen zwar in Führung, bis sie durch... Natürlich lässt es sich unser Rennleiter, der Gernot Leister, der ja nun schon einige Jahrzehnte für das Haus Porsche arbeitet und hier auch im Autohaus Kraus Geschäftsführung in Sache Porsche viele Jahre innehat und innehatte, lässt es sich nicht nehmen. 60 Punkte Nick Heidfeld, so wird uns signalisiert, 64 Punkte Bas Leinders. Wir hatten ja bis vor 6, 7 Runden vor Schluss die Hoffnung, dass alles ganz, ganz dicht zusammenrückt. Die Hoffnung hat getrogen und dürfen wir auf den morgigen Tag, denn dann ist allemal für zusätzliche Spannung gesorgt. Profitieren können. Ingenieur Jüttner dreht immer noch seine Runden auf dem Siegerwagen, dem Le Mans-Siegerwagen von 96 und 97. Das ist natürlich auch für Reinhold Joest, den Teamchef, eine unendliche Genugtuung, dass er wieder einmal den Sieg in Le Mans nach Hause fährt. Natürlich ist er auch froh und dankbar, dass er von Porsche das Auto geschenkt bekommen hat. Aber Porsche, die galten natürlich mit den GT1-Fahrzeugen, Wolleck und Stuck besetzt zum Beispiel, und Kelleners, der dann zum Schluss noch